Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hallo, ich trainiere fast jeden Tag, um Muskeln aufzubauen für meinen Rücken. Jetzt sitze und stehe ich wieder ganz aufrecht, ohne Schmerzen. Ich habe viel mehr Kraft und es geht mir viel besser. Damit das so bleibt, muss ich immer was tun, also weiter fleißig meine Muskeln trainieren, sonst werden sie faul und bilden sich zurück. Die Zeit fürs Training, die muss ich mir nehmen, damit es mir gut geht. Für unseren Körper sorgen wir meistens ganz gut, spätestens wenn wir Schmerzen haben. Aber wie ist das mit unserer Seele? Die tut uns anders weh, wenn etwas nicht stimmt. Das kann man eine ganze Weile leicht übersehen. Deshalb trainiere ich auch meine Seele. Jeden Tag, damit es mir gut geht. Wie das geht? Na, so ähnlich wie beim körperlichen Training. Erstmal muss ich wissen, was gerade meine Schwachstelle ist, damit ich die gezielt trainieren kann. Ich gehe regelmäßig zu meinem seelischen Physiotherapeuten, zu Gott. Ich rede mit ihm, um herauszufinden, was meine Seele gerade braucht und ich trainieren muss. Beim Seelentraining gibt es viel, das man stärken kann. Geduld mit mir und anderen zum Beispiel. An der langen Supermarktkasse schaue ich dann nicht mehr nervös auf die Uhr und ärgere mich, sondern bin dankbar, dass ich überhaupt so viele leckere Sachen kaufen kann. Genauso kann ich trainieren, andere liebevoll zu behandeln. Dann achte ich darauf, dass ich in ihnen vor allem das Wunderbare und Liebenswerte sehe und nicht so sehr ihre kleinen Fehler und Schwächen. Vielleicht muss ich auch mein Selbstbewusstsein stärken, damit ich spüre, dass ich ein unglaublich wertvoller und von Gott geliebter Mensch bin. Genauso kann ich meine Toleranz und Verständnis trainieren, mich zurücknehmen, anderen gut zuhören und ihrer Art zu leben Raum geben. Seelentraining ist wichtig für mich und die Menschen um mich herum. Probieren Sie es doch mal aus. Wird Ihnen gut tun. Angedacht zwischen Rhein und Reben. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.